Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Terranigma auf Pelzig. Okay, neuer Aufnahmetag, neues Glück. Dann würde ich mal sagen, wir gehen mal zum Dumba. Und da muss ich schon sagen, am Anfang war ich schon etwas belustigt, muss ich sagen. Wir haben das ja schon in der letzten Episode gehört von dem Ente Königsvogel, der gesagt hat, Dumba beschützt uns alle und ist unser König, ach wenn er nicht so aussieht. Und ja, jetzt gehen wir nochmal hoch zum... Das ist er. Vor allem jetzt die großartige Animation, wenn man zum Hier geht. Wahrscheinlich aus dem Schlaf hochgeschreckt. Ich bin der König, der Königsfächel. Man nennt mich Dumba. Dankeschön, du hast den Mann gebrochen und unser Körper wiedergegeben. Aber noch ist nicht alles wieder wie beim Alter. Nicht weit von hier liegt Orkania, die Windgrott. Der Wind aus Orkania geleitet uns in neue Länder. Aber das Jahr ist der Wind ausgeblieben. Wir machen uns Sorgen. Alles klar. Wo liegt denn Orkania? Das sollst du Annie von der Möwe dort ohne Froche. Ich würde dich ja hier bringen, aber ich kann nicht mehr fliegen. Naja, das wundert mich nicht so großartig, wenn ich mal angucke, was das für ein Koloss ist im Vergleich zu den paar Flügel, die er dort. Ah, dann lassen wir mal ausgiebig gehen und sich putzen und wieder weiter schlafen. Also, definitiv ein sehr wachsamer König. Und jetzt reisen wir mal mit dem Möwe-Express. Gell? Du magst noch Orkania? Kein Problem. Wir fliegen dich. Das geht ganz schnell. Wie wär's denn? Orkania? Klingt aufregend. Fliegst mich? Natürlich. Es geht gleich los. Halt dich fest. Alles klar. Jetzt fliegen wir mit dem Möwe-Express. Und wir sehen, Ark ist wie ein Kind, eingewickelt. Ich freue mich dann aber, wie die Möwe das hinkriegen, da hier zu fliegen, wenn doch gar kein Wind geht. Beim Dumba kann ich das noch wirklich nachvollziehen, weil der, naja, der ist schon ziemlich, sagen wir mal, Jurassic. Also, da kann ich mir das schon vorstellen. Ah, und die tragische Musik wieder hier in der Spalte, wo auch das Wasser runterschwitzt. Das ist Orkania. Für gewöhnlich strömt im Frühjahr ein Wind aus Orkania. Das ist für uns Zeichen weiterzuziehen. Ich werde hier warten. Geh doch mal ohne mich weiter. Alles klar. Gehen wir mal rein. Und das ist auch sowas, was absolut stimmungsvoll ist. Und zwar gar keine Musik. Wenn absolut keine Musik dabei ist, merkt man überhaupt erst, wie bedrückend so eine Situation ist. Da muss ich dran denken, wie viel Soundtrack-Musik dann doch ausmacht für die ganze Stimmung. Und ein schönes Beispiel dafür ist auch, gucken euch doch mal das wunderschöne YouTube-Video an, Throne Room Star Wars Without Williams. Wie die Szene eigentlich ohne diese epische Musik ist am Ende vom ersten Star Wars Film. Eine neue Hoffnung. Jo, hier haben wir 3 Stäbe und es glitzert was. Ihr könnt euch denken, was wir zu machen haben. Also mal fett Alaf nehmen und gib ihm. Moment, wie war das Rennen? War hier. So, zack. Und nichts kommt. Na dann, müssen wir ein bisschen vehementer schmeißen, oder? Das war schon relativ dicht dran. Und zack. Na, wie sieht's aus? Ark hört die Stimme vom Wind. Wer stört meinen Schlaf? Was? Ich höre Vögelgezwitscher. Ich spüre der Hauch vom Frühling. Endlich. Der lange, harte Winter ist vorbei. Ich weiß, das wird bist. Doch vielen Dank fürs Wecker. Ich werde sofort aufbrechen. Boah, das Geräusch allein ist schon so geil. Und jetzt kommt der Wind hier raus. Und jetzt sind die Fächel ihren Wind zurück. Wie man an der Musik schon hört. Jetzt sind wir wieder in dem Vogelthema drin. Der Folge geht das Ding gerannt. Jetzt können wir wieder mit der Möwe retten. Toll, Ark. Der Wind ist zurückgekehrt. Endlich. Wir müssen los. Lass uns dem König die frohe Kundfahrt berichten.
Alles klar, machen wir doch. Der wird sich wahrscheinlich wie Bolle freuen, wenn er überhaupt merkt, dass der Wind wieder zurück ist. Aber ich weiß nicht, das könnte ich mir irgendwie auch nicht vorstellen. So eine Welt ohne Wind. Welt ohne Wind wäre doch schon irgendwie ziemlich merkwürdig. Und gerade im Sommer, wenn es so unglaublich heiß ist, bin ich echt um jeden Wind dankbar. Vor allem, wenn es abends wieder abkühlt und man die Fenster aufmachen kann und es durchs ganze Haus zieht. Das ist sehr, sehr angenehm. Gehen wir mal zum Klopskerl hoch. Wieder verschreckt. Und was sagst du dann? Was sagst du dann, Männle? Der Wind ist wieder da. Die Zugfächel können wieder losziehen. Nimm das als Zeichen meiner Anerkennung an dich. Es ist der Wind sauber. Er beschwört Fächel, die Krankheiten und Flüche heilen. Den Wind sauber. Das habe ich aber auch nie verwendet, um mal ganz ehrlich zu sein, das Ding. Ich müsste mal eventuell für euch mal verwenden. Wenn du reisen magst, dann rette mal mit dem Möwe. Alles klar. War das wieder verschreckt wie noch was? Jetzt putzt er sich, in Achtung, gegähnt und pennt weiter. Na gut. Die Herrscher sind alle etwas, ja, wortkarg, würde ich schon fast sagen, zu, ne? Okay, dann retten wir doch mal mit, ne? Und zwar du hier. Sag mir, wenn du noch Orkania zurück magst. Ich bin bereit. Jetzt nicht, vielleicht später. Alles klar, sag mal, wenn du mich brauchst. Vielen Dank für alles. Der Wind wird mich auf einen neuen Kontinent bringen. Ich fliege zu einer kleinen Insel namens Imbecilia. Kommst mit? Ach jo, das klingt interessant. Fliegst mich? Natürlich. Geh gleich los. Halt dich fest. Gehen wir doch mal zu einer kleinen Insel, bevor wir eigentlich in der Hauptstory weitergehen. Man sollte ja schon alles Optionale irgendwie mitnehmen. Und gerade Terranigma hat auch so wunderschöne Möglichkeiten für optionale Sachen. Und jetzt fliegen wir noch eine Weile mit dem Möwe. Ich finde es auch so herrlich, wie Stier, der da einfach glotzt in dem Bündel, wo er drin sitzt. Und wir wollen uns da mal umgucken. Ich finde es auch sehr schön übrigens, dass die nicht direkt dann sowas ansteuern, sondern dass die halt wirklich auch wie Vögel, bevor sie landen, ihr Kreise drehen. Da sind wir. Ich zieh von hier nach Sanctum. Kommst mit? Nicht jetzt. Vielleicht später. Alles klar. Sag mal, wenn du mich brauchst. Mache ich doch. Kannst auch ein bisschen grasen. Und ich gucke mich hier noch um. Naja, aber was Großartiges finden wir hier leider nicht. Das ist schon etwas schade. Von daher leider nix. Das war wohl nur für Möwe interessant. Ja, das mal komme ich aber mit. Ich möchte noch Sanctum. Fliegst mich? Natürlich. Geh gleich los. Halt dich fest. Ja, ich weiß ja gar nicht, wo wir gerade sind. Imbecilia? Soll das Sizilien sein? Ich kann es nicht sagen. Man muss ja halt immer dazu sagen, dass die Landschaften hier immer an realistische Sachen angelehnt sind, aber dass die tatsächlich nicht eins zu eins gemacht sind, weil ansonsten sieht man ja auch hier, müsste im Westen noch viel mehr kommen. Wenn wir hier in Colorado sind, dann müsste noch wesentlich mehr im Westen möglich sein. Okay. Vielen Dank für alles. Der Wind wird mich auf einen neuen Kontinent bringen. Herr Frohrak, ich bring dich wohin mit. Ich will jetzt ins Paradies von den Tieren nach Safarium. Kommst mit? Das Paradies der Tiere? Das klingt interessant. Fliegst mich? Natürlich, geht gleich los. Halt dich fest. Okay, die Insel war leider wirklich nur ein bisschen Zeitverschwendung. Das tut mir jetzt auch leid. Das habe ich leider nämlich so im Kopf gehabt, um ehrlich zu sein. Es gibt doch noch etliche Dinge, die ich bei Terranigma gerade sehr viel im Kopf habe, weil ich Terranigma als Kind rauf und runter gespielt habe. Aber so Kleinigkeiten wie das jetzt mit der Insel und mit dem Flug, das habe ich leider nicht im Kopf gehabt. Da entschuldige ich mich dafür, dass wir jetzt den Endeflug gehabt haben. Aber man nimmt einfach mit, was man kriegen kann. Und ihr könnt euch denken, wo wir jetzt sind, Sahara. Wir sind jetzt in Afrika gelandet. Und was wäre passender für die Erweckung der Tiere als Afrika? Savanna. Und hier sind wir jetzt in Safarium.
Was ist denn hier geschehen, Arg? Sellemols haben hier unzählige Tiere gelebt. Es war wie im Paradies. Lonzos Nashorn, Kaminski die Grott und Leon de Löwe. Leon war gerade Vaterwoche. Was ist nur mit ihnen geschehen? Das Leben kann ganz schön hart sein. Das stimmt. Das stimmt allerdings. So, was ist mit euch? Ich kann dir bestimmt helfen. Okay, mit was? Oh, was ist denn das, Schönes? Beseitigt Folgen eines Fluchs. Okay. Dann nehmen wir noch gleich Ammo alles mit. Fu. Zack. Mir Hensio. Okay, das war das. Willkommen beim Magier. Okay, der ist Achnei. Verursachte Erdbeben. Nehmen wir doch gleich mal 2 davor. Den hatten wir schon. Der war neu und ich glaube, der ist Achnei. Bewirkt einen heftigen Orkan. Ach, der dürfte neu sein. Da haben wir jetzt auch keine Kristalle mehr übrig, um nochmal Zauber zu kaufen. Das werde ich bei Gelegenheit auch noch holen. So, da können wir aber hier. Und können hier nochmal speichern. Okay, jetzt kommt ein sehr interessantes Level, wie ich finde. Gerade die Erweckung der Tiere ist sehr interessant gestaltet, wie ich finde. Also zuerst die Vögel, die Flugtiere und jetzt kommen die Landtiere dran. Und ich finde es auch sehr schön, dass man das immer auf einem unterschiedlichen Kontinent macht. Okay, da war nix. Da gehen wir jetzt mal dort hier. Savannah. Das müsste es sein, oder? Genau. Sue. Ja, gerade die Musik hier ist sehr geil, wie ich finde. Und Terranigma ist ja, wie gesagt, schon, wie vorher gesagt, immer an reale Sachen angelehnt. Ich freue mich bei Sue allerdings, was es sein soll. Es ist nichts Mythisches, obwohl mit afrikanischer Mythologie kenne ich mich nicht so gut aus. Es könnte durchaus sein, dass Sue auch was afrikanisch-mythisches ist. Aber ob es jetzt ein richtiger Ort sein soll, eventuell in Westafrika oder so, von der Geografie her könnte man schon sagen, es könnte Westafrika sein, aber sicher bin ich mir hier definitiv nicht. So, von einem triste Crackliff sind wir jetzt wieder in ein schönes grünes Level gekommen. Und da haben wir auch sehr viel Spaß. Ihr seht, es gibt da ohne grüne Flecke und es gibt dann hier ein paar öde Dupser. Und die öde Dupser, das sind dann die Gebiete, zu denen wir hin müssen. Ah, na, herrst du auf, du Züngli. Da ist noch ein Schildkrott. Ey. Feuerkröte explodiert. Okay, warum auch nicht? Die Regealtare aus der Vergangenheit befinden sich in Sue. Hey, der hat mich nicht geheilt. Gibt's dann sowas? Also gerade die Musik hier finde ich sehr cool, um ehrlich zu sein. Man kann die 80 Mal hintereinander hören, finde ich. Also mich stört es auf jeden Fall nicht. Es gibt doch immer nur Leute, die mögen die Musik sehr gern. Und es gibt Leute, die mögen sie nicht besonders. Ich glaube, da gibt es wirklich nur ein Ja und ein Nee bei deren Musik. Okay, das war nicht so wirklich erfolgreich. Zack. Feuerkrott explodiert. Hat nichts hinterlassen. Die Seele sind hier jetzt besonders wichtig noch einmal. Oh. Okay. An jedem von den Regenaltare kontrollieren 4 Seelen das Wetter. Habt ihr euch jetzt schon denken können, ne? Wenn die Dinger nicht heilen, dann müssen sie auch noch wichtig sein. Und in dem Fall sind die wirklich für den Regealtar wichtig. Da geht es dann hier zu dem Regealtar. Aber uns fehlen noch 2 Seelen. Müssen wir dann dort hoch, ja. Und noch können wir die Truhe auch nicht erreichen. Das sehen wir dann erst, wenn die Seelen gesammelt sind. Okay. Dexeli, Dexeli. Das ging schnell. Also immer wenn Ödland ist, wissen wir genau, dass wir hier richtig sind. Und dass wir dort was zu machen haben. Zack. Da ist wieder eine. Du musst einen Regealtar finden. Alles klar. Wie sieht's dann hier aus? Ne, da komme ich nicht vorbei. Da geht's noch nicht durch. Das können wir auch erst machen, wenn der Regenaltar über seine 4 Seelen verfügt. Was das wiederum sein soll, weiß ich eigentlich auch nicht, um ehrlich zu sein. Ob das jetzt nur speziell für Spiel ist
Musst einen Regealtar finden. Okay. Ob das nur speziell für das Spiel ist oder ob es tatsächlich mit einer afrikanischen Mythologie zusammenhängt, mit Seele, die Regealtare kontrollieren, das tät mich, um ehrlich zu sein, nicht wundern. Gerade in Afrika, wo wirklich die Regezeit von enormer Bedeutung ist, tät mich nicht wundern, wenn es auch einen Mythos gäbe, in dem Regealtare und potenzielle Seele von Regealtare oder von Naturgeister in einem Altar, der Rege gewidmet ist, eine Rolle spielen. Feuerkrott explodiert wieder. Geld hat's auch noch in der Losse, sehr schön. Und die Grott ist jetzt endgültig fort, weil die ihr Seele gehabt hat. So, aber die ist nicht kaputt. Die ist nicht verewigt fort. Und so läuft das. Dann gehen wir jetzt mal zu dem ersten Regenaltar. Und da ist er. Altar 1. Was? Ich fühle riesige Kraft. Sehr schön animiert, wie ich finde. Und dazu die richtig tolle Musik. Und was öd war, wird wieder grün. Und was karg war, wird mit Wasser gefüllt. Die Pflanzen sind auf der karge Boden zurückgekehrt. Die Farbepracht ist faszinierend. Menschen erfreuen sich dran und Tiere leben davor. Tiere. Natürlich. Die Tiere können nicht zurück. Weil es nicht genügend Gras gibt. Wenn mehr Pflanzen wachsen täten, dann kehren auch die Tiere zurück. Die Möb hat gesagt, ich soll hier das Nashorn Lonzo, die Schildkrott Kaminski und Leon der Löwe und König von alle Tiere treffen. Ja, so sieht's aus. Das finde ich auch mal sehr schön erwähnt. Also irgendwie scheinen sich die Tiere hier versteckt zu haben. Und das ist aber nur bei der Erweckung von den Tieren so, dass die Tiere sich anscheinend versteckt haben. Arke hält Abwehrelixier, sehr cool. Und dass die erst wieder zurückkommen können, wenn wir ihnen alles vorbereitet haben. Das finde ich persönlich sehr geil gelöst. Aber das ist auch einzigartig, das wird auch nur hier erwähnt. Max auswählen, natürlich, Abwehrelixier getrunken, die Abwehr steigt permanent um 1 und ein Wunderknoll petzt man's auch rein. Dann passt es wieder. So. Weil bei der Fächel und so, da sieht man ja eigentlich, als würde das Leben wieder ganz neu entstehen. Das ist dann so, als würde das Leben wirklich eine neu von der Fächel entstehen, als würden die urplötzlich alle wieder kommen, oder als wären sie im Crackcliff gefangen gewesen. Man weiß es als nicht so, wie sie sich das gedacht haben. Dunkle Wolken verdecken die Sonne. Ja, jetzt gibt es auch hier wieder Regezeit in Afrika. Und wir kriegen es ab. Das finde ich auch sehr schön. Das hat zwar keine große Auswirkungen hier auf unser Spielgeschehen, aber es ist trotzdem sehr cool gemacht, wie ich finde, dass es hier alterniert zwischen Sonne und Regen. Und wie es der Ark auch schon gesagt hat, die Farbepracht ist echt der Hammer. Wenn ihr mal Naturbilder gesehen habt, ich habe es leider nie persönlich gesehen, aber wenn ihr mal Naturbilder seht, das war das, was ich vorhin gemeint habe, jetzt erst nachdem es grün wieder da ist, gehen auch die dürre Bäm fort. Ja, wenn in Afrika die Regezeit ist, das sieht auch wirklich großartig aus, wenn das mal gesehen habt auf Naturbilder, wie das aussieht, wenn die Sonne, wenn die Regezeit da ist in der Wüste und alles blüht. Das ist wunderschön. Arke hält die Wunderknolle und die Dornenlanze. Jawohl, was ist denn das Geiles? Gucken wir uns mal sofort an. Gibt Stärke ins Meer. Dorniger als ein Distelstrauch. Natürlich, das wollen wir doch sofort. Und ihr seht, die Animation ist jetzt von Grau vom Granitspeer auf Grün wieder zurückgesprungen. Sehr, sehr geil, wie ich finde. Okay. Der erste Altar haben wir definitiv fertig. Jetzt sehen wir, dass wir hier in ein neues Gebiet kommen können. Da wären wir vorher eigentlich auch entlang gekommen. Aber da war es noch öd. Jetzt können wir aber hier durch. Das Sonnenlicht bricht durch. Genau.
Jetzt können wir hier weiter ins nächste Gebiet von Zoe. Und da konnten wir vorher nicht rein. So, da. Eben weil es Wasser gefehlt hat. Tja, da brauchen wir unseren Granitspeer wieder. Aber ich jetzt sage, ihr liebe Leute, wir sehen uns morgen wieder zu Let's Play Terranigma auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen. Ayan Yankee.